Servus. Grüß euch. Jetzt sind wir mal wieder da. Einmal anders, gell? Das stimmt, weil irgendwie haben wir schon lange nichts mehr gemacht, gell? Das ist nicht so gegangen, aber es ist auch so noch allweil blöd Ja, mit dem mit Abstand. Nein, das, Mir tränen so die Augen, weil der Wind so geht. weil der Zwiebel da steht. Der steht ja bei mir da. Ja, warum steht jetzt da eine Zwiebel, gell? Ich habe es am Finger gekriegt. Weil wir denkt haben, wir machen eine sommerliche, kalte Suppen. Ja, heute ist ganz schön windig und kalt und da braucht man was Warmes am Ja. Herzl. Ja, dringend. Dringend. Und weil jetzt überall in fast jedem, weil ja so schlimm ist das So gleich. schlimm ist das. Mein Gott, dass wir keine Großaufnahme haben, die heult ja gleich. Jetzt habe ich einen Phone verloren. Ich hab nicht aufgepasst. So. Ach so, ja, weil in jedem zweiten Garten wächst ja das komische Kraut. Was jetzt für ein Kraut? Ja, Ein das- Bohnenkraut. Das auch. Das auch. Aber das wollen wir halt nicht. Nein, wir wollen. Wo ist denn das? Was jetzt du das nicht geholt? Das haben wir vergessen. Ja, dann aber husch. Ab mit dir. Das Oh, Wichtigste ist hat schon vergessen. Zeit. Ei, aber ist gleich mit der, ehrlich. Ja, es dauert noch, bis die das da holt. Wahnsinn. Da hat es eine Aufgabe und dann vergisst es. So, aber ich sehe schon in weiter Ferne, da ist schon wieder mit unserem Kraut. So, um das geht's, gell? Wer kennt das? Ja, also ich sage mal so. Es riecht auf jeden Fall unglaublich gut. Wow, die Zwiebel ist so gesagt. Geh jetzt da weg! Ja, geht weg. Da ist eine Spinne. Ja, das ist halt Natur pur hier Ja, in ja. Bayern. Eh. Im Voralpenland. Voralpenland. Ja. Also was ist jetzt das? Ja, das riecht auf jeden Fall ganz, ganz gut. Das kennt man auch manchmal aus in flüssiger Form, so ähnlich. Ja. Ja, und nennen tut man es Liebstöckel. Und Ja, der ist ganz lieb, unser Stöckel. genau, manchmal auch nicht so. Genau. Und wir wollen da heute eine Suppe draus machen. Und was für eine Suppe? Eine Liebstöckelsuppe. Ein Liebstöckel. Eine Liebstöckel. Was brauchen wir denn alles für eine Liebstöckelsuppe? Also ganz wichtig natürlich eine Handvoll eine Handvoll halt Liebstöckel. Genau. Ich schneide mal, während du dabei Genau, dann haben wir da je nach Größe 1 bis 2 Zwiebeln, mit gell? oder ohne Leis. Ja, das ist mir wurscht, kannst du nachher du essen. Also für Vegetarier. ja, Wascht vorher an Liebstöckel und für die Nicht-Vegetarier nimmt ihn einfach und schneidet. und die bestimmt ein gutes Eiweiß. Gell? Also jetzt hast du mit rausgebracht. Wenn ihr eine große Zwiebel habt, nehmt eine. Wenn es kleinere sind, nehmt 1 bis 2, wie auch immer, je nachdem. Kannst da 3, 4 rein tun, wenn es dann, man schneidest da du fein nicht den Finger, gell? Ich wollte eigentlich, dass du siehst, wie gut ich das geübt habe. Ja, das geübt hast du das nicht, weil du hast nicht einmal gepflückt. So, dann brauchen wir, jetzt weiß ich nicht mehr, 25 Gramm Butter. Ich glaube auch 25 Gramm Mehl, jawohl. Dann haben wir, das ist Gemüsebrühe, nichts irgendwas anderes, was du jetzt vielleicht denkst. Das sind 500 Plus Fliege. Milliliter plus, ehrlich, oder? Da sind die nächsten Vitamine drin. Die könnt ihr jetzt selber anrühren oder ein Fertigkaffee oder was auch immer. Ja, das ist für wurscht. Und ein Glas Milch, kein Riesenglasel, bitte so 250 Milliliter Milch, dann lange. Und wenn die gnädige Frau fertig ist mit ihrem Liebstöckel, das ist gleich davor wart. Ja, muss nur kurz erwähnen, falls man da so ein Krachen hört, im Hintergrund wird ein Gerüst abgebaut. Das war so nicht geplant, aber es hilft jetzt nichts. Genau, und wir zeigen euch jetzt dann, wie man das Ganze kocht. Ja, jetzt sieht man uns nicht, gell? Aber wir sind fein nur da. Ja, ja. Genau. Jetzt haben wir dann Topf. Auf dem Herd, der ist schwarz. Da kommt jetzt was rein. Der Butter muss jetzt laufen. Genau. Du sagst die du. Gut, naja, aber ich weiß das jetzt nicht mehr so ganz. Ich habe das nicht aufgeschrieben. Aber das kriegen wir schon. Kriegen wir schon. Also jetzt einmal die Butter da schmelzen. Man hätte auch einen größeren Topf nehmen können. Aber mein großer Topf oder unser großer Topf ist gerade als Fetttopf gebraucht.
Jetzt haben wir einen geschmolzenen Butter und der einen Zwiebeln. Jetzt kommt der Zwiebel rein. Nichts verschenken, gell? Jeden Tag waschen. Das sagt halt allweil. So, wenn ihr das jetzt angebrannt habt, dann kommt da jetzt das Mehl dazu. Dann müsst ihr ein bisschen zügiger rühren, gell, weil sonst klumpert das. Und wenn das dann so eine schöne Pampe ist, so genau, wenn das dann quasi jetzt so ausschaut, dann könnt ihr es ablöschen mit der Brühe. Und dann jetzt das schön verrühren, damit das die Mehlklumperl mit der Zwiebel sich quasi auflösen. Nicht schlecht. So, und jetzt ein Liebstöckel dazu. Also ihr sollt jetzt das in den Topf da. Das liebe Mariandl, der jetzt neben den Topf, aber das ist wurscht. Dann lasst ihr jetzt einmal gut umrühren und dann lasst das Ganze zugedeckt bei mittlerer Hitze ungefähr eine Viertelstunde so vor sich hin brutzeln. Suppen. So vor sich hin suppen. Oh ja, das ist auch schön. Dann, Die sprutzelt aber nur, da müsst ihr jetzt klein schalten, Frau Kolumna. ja, hab ich. Das ist ein Insider, tut mir leid. Genau, nochmal rühren. So, jetzt ist so richtig schön fest, gell? Mein Wahnsinn. Genau, und Das dann, macht das Mehl. Und dann kommt Milch rein. Jetzt kommt Milch rein, aber ihr müsst jetzt aufpassen, dass das dann nimmer weiter sprudelt oder kocht. Mei, habt ihr das gesehen, wie galant sie das gemacht hat? Ja, Nix gern, daneben gern. geschüttet, gell? Der Wahnsinn. Die riecht gut. Oh, jetzt haben wir wieder das mit dem Rühren. Ja, gell? Mei, allweil noch haben wir keine Geruchskamera. Hashtag, wir brauchen einen Geruchstest. Nein, warte, wir brauchen einen Geruchsfilter. Hashtag Geruchsfilter. Jetzt müssen wir es. So, genau. Jetzt kommt der böse Pürierstab. Genau, Ja. mit dem müssen wir das ein bisschen. Ja. Bin Ja, ich jetzt noch ist so- drin im Licht. Freilich, ich komme schon mit der Kamera. Kriegen wir hin. Jetzt hoffe ich, dass ich nicht so sau. Machen wir kleine Stess. Ja, machen wir langsam. Wenn der halbe Liebster klingt. Wenn dann der Pürierstab so ausschaut bei euch, dann habt ihr alles richtig gemacht. So, jetzt kommt das große Ende. Ich wollte jetzt beinahe sagen, das war falsch. Bleibst du da stehen. So, jetzt rühren wir mal um. Boah, das riecht so gut, ich sag's euch. Was kommt jetzt? Der letzte Schuss ist dann quasi nur der Pfeffer. Also ich mag am Pfeffer nicht so gern, deswegen mache ich nicht Na, so das viel klang rein. ja auch schon. Also Klangt das schon gern. kommt nach Geschmack. Also das ist für mich schon viel zu viel. Aber und der Salz Salz. kommt noch dazu. Wisst ihr was, ich mache Salz nicht so, das ist mir zu blöd. Machen wir so nice, so. So, 1-2 Prisen, je nach Geschmack, gell? Und dann war es quasi schon. Jetzt ist unser Suppen fertig. Da sind wir wieder. Mit der guten Suppen. Genau. Also ihr habt ja Und- gesehen, wie man die macht, gell? Ja, wir probieren jetzt, was wir da gemacht haben, gell? Und mit dem... Magst du ein Scherzerl? Nein, Ich mag das so gern. Nimm du das Ich mag ein Scherzerl. Scherzerl. ich mag das so. Na, schauen wir mal, ob das gut ist, gell? Einen guten. Einen guten. Ja, das ist schon sehr gut. Also so ein Liebstöckelsuppen. Ist auch nicht so viel drin, aber schmeckt bombastisch. Das ist echt gut. Ja, wir essen das jetzt weiter und ihr könnt es gerne ausprobieren. Oder? Ich würde sagen, ihr müsst es ausprobieren. Ja. Und wenn ihr das ausprobiert habt, genau nach dem Rezept, dann schickt uns halt ein Fotobeutel oder sowas. Genau. Okay. Das war was. Also, dann Also dann, bis zum nächsten Mal. Servus, für Grüß euch.